Da sprach die Schlange zu der Frau: Keineswegs werdet ihr sterben. Eine mächtige Manifestation dieser Lüge zeigt sich im allgemeinen Glauben an die Unsterblichkeit der Seele. Dieser Gedanke ist die Grundlage vieler antiker Religionen und Philosophien. Im antiken Ägypten führte sie zur Praxis der Mumifizierung und der Grabarchitektur, wie man sie in den Pyramiden sieht. Diese Theorie wurde auch zu einer der Hauptsäulen der griechischen Philosophie. Zum Beispiel fragt Sokrates in Platons Politeia Glaukon: Ist dir nicht bewusst, dass unsere Seele unsterblich ist und niemals vergeht? In Platons Phaidon argumentiert Sokrates in ähnlichem Ton, indem er sagt, dass die Seele unsterblich und unvergänglich ist und unsere Seelen wirklich im Hades existieren werden. Diese philosophischen Konzepte sollten einen Großteil der westlichen Kultur und sogar das nachapostolische Christentum prägen. Aber sie haben ihren Ursprung viel früher, schon im Garten Eden, bei Satan selbst. Im Zentrum der Versuchung in Eden versicherte Satan Eva: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben. Mit dieser nachdrücklichen Behauptung stellte Satan sein eigenes Wort über das Wort Gottes. Die satanische Theorie von der natürlichen Unsterblichkeit der Seele hat sich sogar in unserer modernen Welt gehalten. Bücher, Filme und Fernsehsendungen fördern alle weiterhin die Idee, dass wir, wenn wir sterben, einfach in einen anderen Bewusstseinszustand übergehen. Leider wird dieser Irrtum auch von vielen christlichen Kanzeln verkündet. Sogar die Wissenschaft hat sich eingemischt. Es gibt eine Stiftung in den Vereinigten Staaten, die versucht, eine Technologie zu entwickeln, die es uns angeblich ermöglicht, mit den Toten in Kontakt zu treten, von denen sie glauben, dass sie noch leben, aber als Postmaterial Persons. Da dieser Irrtum so weit verbreitet ist, ist es nicht verwunderlich, dass diese Täuschung eine entscheidende Rolle bei den letzten Ereignissen der Menschheitsgeschichte spielen wird. Was sagt uns die Bibel zur Unsterblichkeit der Seele? Die Toten rühmen den Herrn nicht, keiner, der zum Schweigen hinabfährt. Denn die Lebendigen wissen, dass sie sterben müssen, aber die Toten wissen gar nichts. Und es wird ihnen auch keine Belohnung mehr zuteil, denn man denkt nicht mehr an sie. Ihre Liebe und ihr Hass wie auch ihr Eifer sind längst vergangen.